Es gibt eine Überschrift in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung über einen Bericht des Landesrechnungshofes, der sich mit der Rechtsaufsicht in Niedersachsen auseinandergesetzt hat. Und diese Überschrift lautet: Prüfer geben vernichtendes Urteil ab über die Arbeit der Rechtsaufsicht. Ich habe eben diesen Bericht des Landesrechnungshofes in Niedersachsen erwähnt. Wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, dann erinnert man sich, dass es einen ähnlichen Bericht des Rechnungshofes aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2001 gab. Es gab nach meiner Kenntnis auch einen in Sachsen-Anhalt, der auch der Rechtsaufsicht, da ging es allerdings eher um die berufsständischen Kammern, auch kein so super Zeugnis ausgestellt hat. Und es gab auch einen in Bayern, da hat der Bayerische Rechnungshof sogar einen Sonderbericht über die Behinderung seiner Prüfungstätigkeit gemacht. Das machen die ja auch nicht jeden Tag. Herr Garrecht, Herr Fisser, sind das 4, 5 Einzelfälle oder weisen die möglicherweise doch auf ein Strukturproblem hin? Der Sachverhalt stellt sich meistens dann immer ganz anders dar, wenn man dann mal wirklich dann nachfasst. Das heißt, ich höre bei Ihnen dann aber raus, dass Sie eher sagen, im Prinzip funktioniert das bis auf die Einzelfälle. Jetzt stellt sich natürlich hier für jemanden den Herrn Krökel, der ja mit der Rechtsaufsicht, wir haben das ja so abgestuft uns angeguckt, seine Erfahrungen macht, stellt sich das ja so dar, dass im Umgang mit der Rechtsaufsicht dann auch Vertrauen nötig ist. Und ich habe auch jetzt in der Vorbereitung auf die Veranstaltung, bin ich über eine Veröffentlichung der Handwerkszeitung gestolpert vom 12. September 2013. Das fand ich sehr spannend. Da gibt es die amtliche Bekanntmachung. Und in der Deutschen Handwerkszeitung habe ich die amtliche Bekanntmachung gelesen, dass mit der Genehmigung einer Handwerkskammer eine Innung aufgelöst worden ist im September 2013, rückwirkend zum Dezember 2008. Ich bin mir erkundigt, habe gedacht, geht sowas eigentlich? Die Menschen, die sich mit Rechtsaufsicht beschäftigen, haben zu mir gesagt, sowas geht eigentlich nicht. Ne? Die haben ja zwischendurch Geschäfte gemacht. Ich weiß übrigens auch von Handwerkskammern, dass die rückwirkend, im Gegensatz übrigens zur Industrie- und Handelskammern, die da oft zirkulant sind, die Handwerkskammern in der Regel Gewerbeabmeldungen rückwirkend nicht akzeptieren. Aber hier geht das. Das ist die Frage, Karl Krökel, wie viel Vertrauen können Sie eigentlich in Ihre Rechtsaufsicht, die Übersicht über Ihnen haben, strukturell und grundsätzlich haben, und dann natürlich auch in die Rechtsaufsicht, die über diese Rechtsaufsicht wacht, wenn sowas problemlos, und das ist ja veröffentlicht, wir haben eben über Transparenz geredet, aber das ist jetzt veröffentlicht, wenn sowas durchgeht, was macht das dann mit dem Vertrauen eines Ehrenamters? Das Vertrauen ist eigentlich notwendig, sagen wir mal, die ehrenamtliches Engagement überhaupt bewältigen zu können, auch das kennenzulernen. Wenn wir wissen, dass die Innung sich 2008 aufgelöst hat, wie es auch bestätigt wurde nach 5 Jahren, dass aber in den Mitgliederversammlungen, die durch die Kammer, Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft, durch die Kammer einberufen wurde, genau diese aufgelöste Innung dort dann nochmal eine Stimme erhält, unter anderem dazu zu unterscheiden, dass ich abgewählt werden soll, das ist aber eine andere Frage. Man fragt sich dann wirklich, wenn der Beschluss zustande gekommen wäre, ich würde hier nicht mehr als Kreishandwerkermeister sitzen, aufgrund der Stimme, die sie 2011 wäre das dann rechtmäßig, oder könnte ich dann wieder zurück, nachdem ich abgewählt wurde und so weiter. Also das ist schon eigenartig. Deswegen sage ich, wenn sich das verstärkt und hier nicht zu einer ordentlichen Rechtsaufsicht zurückgebunden wird und auch Rechtsaufsicht, sagen wir mal, in gewisser Weise auch als Druckmittel eingesetzt werden, lehnt das hier jetzt weiter. Wir sind ja angewiesen auf Unterstützung. Wir lesen hier im Kammerbericht, dass die IHK in den letzten 3 Jahren 580 Millionen von der EU erhalten haben, was die Kammern, das weiß ich jetzt nicht, die Handwerkskammern, aber wir haben... Alle zusammen, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Tochterfirmen. Wenn wir das dann erleben, dass dann nochmal der Tag des Handwerks schön gefeiert wird, das Haus, das soll alles gemacht werden. Dann steht da in der Zeitung mit Feuerwerk und so, dass keine Menschen übrig blieben. Das war sicherlich was Prunkvolles gewesen. Aber das auf der anderen Seite, dann in Dessau vor Ort, wo es eigentlich darum geht, hier das Handwerk zu vertreten. Wir haben in jedem Jahr hier eine ordentliche Veranstaltung in Dessau gemacht. Und dass uns dort, sagen wir mal, die 3 Euro versagt wurden, dass wir eben keine Mittel mehr kommen aus bestimmten Gründen, die auch nicht begründet werden.
so Entwicklungen an, wo ich sagen kann, was wer sich mit dem anlegt, der muss natürlich auch was aushalten können, das wissen wir. Aber es darf nicht so weit gehen, dass letztendlich das Handwerk als solches an der Basis in seiner Zielfunktion, was zu machen hat, der auch eingeschränkt und geschädigt wird, das kann ich nicht akzeptieren. Okay.